Ja, ich freue mich sehr, dass die Frau Martha Stocker mich mal aus Südtirol entführt hat in eine etwas andere multiethnische Identität. Und ich danke für die einführenden Worte und ich möchte alle Anwesenden hier sehr herzlich begrüßen. Vor einem mehrsprachigen Publikum zu sprechen, ist uns ja geläufig in Südtirol, allerdings sind es nicht genau die gleichen Sprachen. Das Thema, das wir vereinbart haben, war soziale Identität am Beispiel der Ladiner in Südtirol, eine empirische Bestandsaufnahme. Also ich wurde hier vorgestellt als der Mann der Daten, aber Sie werden auch einige Zahlen sehen, aber eigentlich habe ich schon auch inhaltliche Themen und ein Kernthema, mit dem ich mich wirklich seit Jahrzehnten beschäftige, ist das Zusammenleben der Volksgruppen, der Sprachgruppen in Südtirol, das Verhältnis zueinander. Und ein Aspekt, der sehr verwandt ist, ist dieser der sozialen Identität. Gut, schauen wir mal. Also das ist meine Menükarte, also das sind die Themen, die ich ansprechen möchte. Ein paar Grundinformationen über Ladinien und Ladinisch, über die wichtige Bestimmungen des Autonomiestatuts und des Minderheitenschutzes, die Ladiner betreffen, meistens auch die anderen ethnischen Gruppen. Ein paar Anmerkungen und Daten zur demografischen Entwicklung. Dann kommen die nächsten Themen, sind alle eigentlich auf Umfrageforschung begründet. Also was können wir sagen über die ethnisch-regionale Identität der Ladiner, über das Verhältnis der drei autochthonen Sprachgruppen, Volksgruppen in Südtirol, Ladiner, Italiener, Deutschsprachige, über die Mehrsprachigkeit und über Einstellungen zu wesentlichen Aspekten des Minderheitenschutzes, wesentlichen Instrumenten des Minderheitenschutzes und schließlich ein paar abschließende Überlegungen. So, jawohl, also so viel mal. Wo wird denn eigentlich Ladinisch gesprochen? Das, was Sie hier sehen, so bunt, das ist das Siedlungsgebiet der sogenannten Dolomiten-Ladiner, also die man wirklich Ladiner nennt. Das sind also 5 Talschaften: Gröden, Gardatal, Ampezzo, Buchenstein und Fassatal. 2 davon, nämlich Gröden und Gardatal, Val Badia, liegen in der autonomen Provinz Bozen, liegen in Südtirol. 2 liegen in der Provinz Belluno, Ampezzo und Buchenstein, und eine in der autonomen Provinz Trient. Aber es gibt auch einen weiteren Begriff von Ladinisch, der also einschließt die speziellen ladinisch-trentiner Dialekte, kann man sagen, am Nonsberg und in Val di Sole, Sulzberg, gell, auf Deutsch, und manche nehmen sogar den ganzen rätoromanischen Bereich dazu und zählen auch die Friulaner und das Rätoromanisch im weitesten zu dieser Sprachenfamilie. In diesem Kerngebiet der Dolomiten-Ladiner kann man 6 Dialekte unterscheiden, also 5 Talschaften. Die 5 Talschaften habe ich schon genannt, also das Gardatal kann man nochmal unterscheiden in das Alta Badia, wie es heute als touristische Destination nennt, also genannt wird, das Badiottische, und in das Ennebergerische, Mareo. Und dann gibt es Grödnerisch, Fasanisch, Ampezanisch, Buchenstein. Und schon hier angemerkt, diese Dialekte sind das Ladinische, weil eine Standardsprache des Ladinischen zu etablieren, ist nicht durchsetzbar gewesen. Es wird also an Schulen im Grödnertal Grödnerisch Ladinisch unterrichtet, es wird in Schulen im Gardatal die badiottische Variante des Ladinischen unterrichtet, und ich nehme an, dass es in den anderen Talschaften ähnlich ist. Die Zahl der Ladinisch Sprechenden wird geschätzt, ganz genau weiß man es nicht, zwischen 30.000 und 35.000,
wovon der größere Teil in diesen 2 Tälern, die in der Provinz Bozen sind, in Südtirol sind, mit rund über 20.000 gezählt wurde. Im Trentino, das ist ein bisschen ein Nebenaspekt, da ist die Anerkennung ähnlich wie in Friaul, wie im slowenischsprachigen Gebiet, erst seit 2001, also seit diesem Jahrhundert der Fall. Und bei der ersten Zählung im Jahr 2011 haben sich besonders viele Trentiner aus diesen Nicht-Kerngebieten, aus Nonsberg und Val di Sole, ladinisch erklärt, weil man sich gewisse Vorteile davon versprochen hat. Also rein auf das Kerngebiet sind es dann zusätzlich 8.000, während von den beiden belonesischen Tälern keine solche Daten vorliegen. Aber insgesamt 35.000 dürfte eine ganz passable Schätzung sein. Das ist dieser Nebenaspekt im Trentino, also da sieht man 2021, 10 Jahre später, waren es dann schon wieder ein paar tausend weniger. 6.000 dort noch im Fassatal und der Rest in diesen anderen Gebieten, die nicht so eindeutig ladinisch sind. So schaut es dann als Karte der Provinz Trient aus, also rechts oben. So schaut es jetzt als Karte da oben aus. Rechts oben ist das Fassatal, wo der Bevölkerungsanteil der Ladinisch Sprechenden über 50% ist. Und links oben, das sind eben diese Gebiete, die an Südtirol angrenzen und wo das eher nur ein Dialekt ist. So, das lese ich Ihnen jetzt im Detail nicht vor, aber das ist jetzt für die 5 Talschaften der Dolomitenladiner Daten aus dem Jahr 2006 zu der Sprachverwendung. Und es ist eigentlich ähnlich. Es ist sich der ladinischen Sprachgruppe zugehörig fühlt. Also das ist im Gardatal 95%, in Gröden 79%, im Fassa 66%, im Buchenstein 78% und in Ampezzo, also Cortina d'Ampezzo ist den meisten ein Begriff, ist es aber nur ein Drittel. Und ähnlich sieht es dann mit der Sprachverwendung aus. Ladinisch am besten beherrscht, Ladinisch mit den eigenen Eltern sprechen, Ladinisch mit den eigenen Kindern sprechen, Ladinisch mit fremden Kindern sprechen, Ladinisch auf Behörden benutzen. Dieser letzte Punkt vielleicht für Sie am interessantesten. Also der liegt in den 4 genannten Talschaften immer deutlich über 50% und nur im Ampezanischen ist er mit 27% ziemlich niedrig. Also es ist möglich, es ist zumindest in Südtirol ein Recht, das als Amtssprache zu verwenden und es wird auch genutzt auf Gemeindeebene und auf Talschaftsebene. Das war eine Entdeckung für mich. Ich wusste nicht, dass es eine ladinische Fahne gibt. Hier sehen Sie einen ladinischen Gemeindereferenten rechts und einen Landtagsabgeordneten und Landesrat der Lega, einen italienischsprachigen links, die hier dafür plädieren, in ladinischen Gemeinden auf öffentlichen Gebäuden auch diese ladinische Fahne hissen zu dürfen. Aber für Identitätsbildung sind solche Dinge natürlich nicht uninteressant. Und hier noch ein zweites Bild, weil wir schon beim Bildern sind. So sehen Straßenbeschilderungen in Ladinien aus, im Grödnertal, also ganz oben kommt immer die ladinische Bezeichnung, dann die deutsche, dann die italienische. Und ich konnte kein Bild finden, aber in meiner Erinnerung gibt es im Fassatal zum Teil rein einsprachig ladinische Beschriftungen. Dort ist es ja auch nicht so ausdifferenziert wie mit dem Südtiroler Autonomiestatut, wo diese Dreiteilung sozusagen ein Grunddogma ist, das immer eingehalten werden muss. Damit wären wir beim Autonomiestatut, dem rechtlichen Rahmen sozusagen. Im sogenannten ersten Autonomiestatut, das auf dem Gruber-de Gasperi-Abkommen fußt, aus dem Jahr 1948, sind die Ladiner gar nicht erwähnt. Das wurde dann im zweiten Autonomiestatut
das ja viel weitreichender ist und diese Sonderautonomie jetzt speziell auch für Südtirol begründet, nicht nur für die gesamte Region Trentino-Südtirol, 1972 geändert, nachgeholt. Und dort sind unter anderem verankert, dass Ladinisch als lokale Behördensprache verwendet werden kann, dass es im Bereich des öffentlichen Dienstes in diesem Gebiet einen Dreisprachigkeitsnachweis braucht. Es braucht eine Prüfung, dass man aller 3 Landessprachen mächtig ist auf einem bestimmten Niveau. Den sogenannten ethnischen Proports, das heißt Stellen im öffentlichen Dienst, werden im Verhältnis zur zahlenmäßigen Stärke der 3 ethnischen Gruppen, der 3 Sprachgruppen verteilt. Wenn in einer Gemeinde eben 70% Ladiner und 30% Deutsche sind, dann muss eben auch die Gemeindebediensteten nach diesem Prinzip aufgeteilt werden. Das Ganze fußt ja darauf, dass die gesamte Verwaltung im Faschismus und auch nach dem Zweiten Weltkrieg rein italienisch war und man wollte sozusagen ausgleichen, dass auch Angehörige der deutschen und damit auch der ladinischen Sprachgruppe eine Chance haben, im öffentlichen Dienst zu arbeiten und dort, dass man dieses Ungleichgewicht irgendwie beseitigt. Dann ganz wichtig natürlich der Unterricht des Ladinischen in Grund- und Mittelschule. Es gibt auch einige wenige ladinische Oberschulen, die aber auf bestimmte Fachrichtungen spezialisiert sind. Und die ladinische Schule insgesamt als Schulmodell mit dem sogenannten paritätischen Unterricht. Das heißt, Ladinisch wird als Fach, als muttersprachliches Fach unterrichtet. Die anderen Fächer werden zum Teil in Italienisch, zum Teil in Deutsch unterrichtet. Was also die Grundlage dafür ist, dass alle, die eine ladinische Schule besucht haben, wirklich sehr gut in beiden Landessprachen sind, im Deutschen und im Italienischen, auf sehr hohem Niveau. Die wirklich mehrsprachige ethnische Gruppe in Südtirol sind die Ladiner. Sie haben ein eigenes Bildungsressort, eine eigene Abteilung in der universitären Lehrerausbildung. Also, ja, jetzt habe ich es Ihnen live vorgelesen, das werde ich nie lernen. Gut, aber Sie haben mir zugehört. Politische Minderheitenrechte gibt es auch, unter anderem, dass die Zusammensetzung von Landesregierung und Gemeindeausschüssen auch nach ethnischen Proports erfolgt, aber in einem Fall gibt es so eine persönliche Erklärung, welcher Gruppe fühle ich mich zugehörig, ordne ich mich zu, so müsste man sagen, die dann eigentlich auf Dauer gilt, während im politischen Bereich kann man bei jeder Wahl das sozusagen neu erklären, welcher Gruppe will ich mich zugehörig erklären. Und das ist die Grundlage dann für die Zusammensetzung der jeweiligen Regierungsorgane. Es ist garantiert, dass ein ladinischer Abgeordneter, eine ladinische Abgeordnete im Landtag von unter 35 vertreten ist, inzwischen auch im Trentino so. Seit 2001, das wurde ihm als Benachteiligung hingestellt, ist es auch möglich, die Spitzenämter, also Landeshauptmann oder ähnliches, dass das einer, der sich als ladinisch erklärt hat, macht. Und schließlich ist auch die Südtiroler Volkspartei die größte und wichtigste und ständige Regierungspartei in Südtirol, legt sehr viel Wert, dass die Ladiner angemessen vertreten sind. Auch deshalb, weil es mal eine eigene ethnische Partei namens Ladins gab, die gewisse Erfolge hatte und die 2 Legislaturperioden einen Landtagsabgeordneten gestellt hat und diesen Vertretungsanspruch der Südtiroler Volkspartei auch für die Ladiner in Frage gestellt hat. Jawohl. Ja, das überspringe ich dann, weil das nächste sehen Sie dann in Zahlen das gleiche. Also es sind die 3 Sprachgruppen plus die anderssprachigen, also im Wesentlichen die migrantische Bevölkerung zwischen 1900 und 2011. Wir haben noch keine neueren Daten. Und man sieht das Blaue ganz oben, das ist die deutsche Sprachgruppe, man sieht, wie die zugenommen hat. Das Rote, das ist die italienische Sprachgruppe, ja, so sagen wir das.
zum Mehrheitsvolk, zum Staatsvolk, wenn es in Südtirol lebt. Das ist stagniert bis sinkt leicht. Die Ladiner sieht man da nicht so gut. Was man sieht, ist, dass die Grünen zunehmen. Wir haben jetzt ungefähr 10% ausländische Mitbürgerinnen, also mit ausländischer Staatsbürgerschaft. So, hier noch die Zahlen für die Ladiner, etwas gelb hervorgehoben. Also zuletzt sind es eben diese 20.500, die sich offiziell erklärt haben bei der amtlichen Sprachgruppenzählung. Entspricht 4,5% derer, die überhaupt eine Sprachgruppenerklärung abgegeben haben, nicht der gesamten Bevölkerung. Und die Entwicklung ist durchaus beeindruckend, von knapp 10.000 am Anfang des vorigen Jahrhunderts auf über 20.000, eine Verdopplung in diesen 120 Jahren. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg sieht man eine kontinuierliche Zunahme. 61, wo zum ersten Mal gezählt worden ist mit 12.000 und jetzt eben 20.000. Wir sind gespannt, was die nächste Zählung ergibt. Das kann ich überspringen, das habe ich im Wesentlichen gesagt. So, nur ganz kurz, was ist sozusagen der Rahmen? Also ethnische Zuordnung verstehe ich als Form der sozialen Identität nach Tajfel. Und mit der ethnischen Differenzierung als Aspekt der Sozialstruktur haben wir uns in einem großen Projekt zusammen mit den Kollegen Max Haller und Günter Pallava vor einigen Jahren beschäftigt, und das ist auch ein Bezugsrahmen. Haller zum Beispiel sagt, für die ethnische Zugehörigkeit gibt es 3 zentrale Faktoren. Einmal diese gemeinsame soziale Abstammung, oder man könnte auch Blutsverwandtschaft sagen, also der biosoziale Aspekt von Ethnizität, die sprachliche Gemeinschaft und die Religion. Oft ist, das füge ich jetzt an, oft ist die Herkunft auch nur eine imaginierte, nicht eine wirklich biologische, aber Herkunft, Sprache und Religion. Religion in unserem Kontext weniger, aber zum Beispiel in Nordirland ganz zentral ist auch ein wichtiges Aspekt, wie ethnische Identität sich konstituiert. Und auf jeden Fall gibt es einen Aspekt auf der Makroebene der Politik. Jemand muss deklarieren, man sei Vertretung dieser ethnischen Gruppe, dieser sozialen Gruppe, und es muss auch auf der individuellen Ebene so verstanden werden. Man muss sich zugehörig fühlen. Es ist ein Wechselspiel aus Selbst- und Fremdzuschreibung. Ich fühle mich so, aber ich werde auch so erkannt als jemand, der dieser Gruppe anerkennt. Und wenn dieses Zusammenwirkung verfestigt so etwas und bildet eine Gesellschaftsstruktur aus. Bin da unterwegs? Ein bisschen habe ich schon noch Zeit, oder? Ich fühle mich etwas zeitlich unter Druck. Gut, also gefühlte Zugehörigkeit. Das sind jetzt Umfragedaten aus einer von uns selbst gemachten Untersuchung. Die Kategorien sind allerdings auch vom Landesamt für Statistik in der Weise definiert worden. Also hier gibt es die Möglichkeiten Südtirolerin, Deutsch oder Ladinisch, italienischsprachige Südtiroler, Ladiner eben, Altoatesino, das ist so diese italienische Variante des italienischsprachigen Südtirolers, also es wird hier ein bisschen differenziert. Tiroler, es gibt ja die sagen Tirolisch Leons, also die Einheit des historischen Tirols heraufbeschwören. Deutsche, wir sagen oft die Deutschen und meinen damit die deutschsprachigen Südtiroler. Italiener, Österreicherin, Europäerin, Weltbürgerin, anderes. So, und man konnte sich hier zweimal zuordnen, in erster Linie, in zweiter Linie. Ich differenziere das nicht, sondern wir zählen das zusammen und schauen, was bei den Ladinern herauskommt. Also in diesen 2 Möglichkeiten sagen 60% Ladiner und weitere 60% ladinische Südtiroler. Also sie identifizieren sich als das. Alle anderen Möglichkeiten sind ziemlich selten. 20%, zumindest in zweiter Linie Italienerin, 17% jeweils Altoatesino oder Europäerin. Bitte? Zu diesen
eine Tafel. Ja, also, Entschuldigung. Ja. Hier ist sie. Danke. Ja, danke für den Hinweis. Gut, also das alles jetzt genauer durchzugehen, erspare ich Ihnen. Also wichtig ist eben, die Ladiner fühlen sich als Ladiner, und wenn man das jetzt, die überspringe ich, also sowas Ähnliches hat das AStA ein paar Jahre vorher auch gemacht, mit ähnlichen Ergebnissen. Also Mehrfachwendungen, auch hier die überwiegende, weil jetzt als sagt Ladiner. Ich fühle mich vor allem als Ladiner oder als ladinischsprachiger Südtiroler, aber nicht als rein Südtiroler oder Italiener oder so weiter. Wenn man das so jetzt ein bisschen interpretiert, dann kann man sagen, Deutsch- und Ladinischsprachige zeichnen sich dadurch, dass diese ethnische und das Regionale eigentlich hier verschmelzen. Südtiroler, man braucht das deutschsprachig fast nicht dazu sagen, also man ist aus Südtirol, man ist deutschsprachig und dann ist man Südtirolerin. Und ähnlich ist es bei den Ladinern. Also sie sind Ladiner, weil sie in Ladinien leben und weil sie Ladinisch sprechen. Das ist ihre Identität. Bei den italienischsprachigen Mitbürgern dieser Provinz steht dagegen die sprachlich-nationale Identität vor Vordergrund. Die sagen, ich bin in erster Linie Italienerin, ja, ich bin auch Altoatesina oder italienischsprachige Südtirolerin. Man kann auch das mit den multiplen Identitäten anschauen. Das ist eben auch eher bei den deutsch- und ladinischsprachigen zu beobachten als bei den italienischsprachigen. Aber es wird fast immer trotz allem eine Identität als die primäre betrachtet. Dann noch was zur sozialen Identität. Das ist jetzt schon eine ältere Geschichte, aber es gibt so eine klassische soziologische Skala. Wie nahe fühle ich mich anderen Gruppen oder der eigenen? Mit dem von, würde ich jemanden heiraten, der aus dieser Gruppe ist, bis zu dem, sie sollten am besten verschwinden. Je nachdem hat man halt einen anderen Score. Wenn alle sagen, würde ich auch heiraten, dann ist der Score 1 im Durchschnitt, und wenn alle sagen, weg mit ihnen, dann ist er 5. Und das Bild, das da herauskommt, ist das, also links, die ersten 2 Säulen sind Deutsch, die zweiten Italienisch, die dritte ist Ladinisch, das ist sehr klein. Jeder ist sich natürlich selbst am nächsten, also unten ist immer die Eigengruppe. Aber dann kommt bei den Deutschsprachigen mit einigem Abstand die Ladiner und noch mit größerem Abstand die Italiener. Bei den Italienern mit einigem Abstand Deutsche und Ladiner, mit etwas weniger Abstand, und mit fast noch weniger Abstand den Ladinern gegenüber Deutschen und Italienern. Also die sind auch sozusagen am besten integriert, fühlen sich am besten integriert, haben den geringsten Abstand zu den anderen ethnischen Gruppen, mit denen sie zusammenleben. Das lassen wir, sprachliche Zusammensetzung. Auch hier zeigt sich, dass die Ladiner auch aufgrund ihrer zahlenmäßigen Beschränktheit, natürlich, aber auch aufgrund ihrer sprachlichen Fähigkeiten immer besonders viele Freunde in anderen ethnischen Gruppen haben. Die Deutschsprachigen am wenigsten, das hat aber mit ihrer Siedlungssituation auch zu tun. Es gibt eben Dörfer, wo sie fast unter sich sind und wo es schwierig ist, italienischsprachige Freundschaften zu schließen. Aber doch ein Beleg zu den Sprachkenntnissen. Also während Deutschsprachige zu einem großen Teil Italienisch recht gut sprechen, ist es bei der italienischsprachigen Bevölkerung Südtirols weniger als die Hälfte, kann man sagen, von der man das auch sagen kann. Aber bei den Ladinern ist zu beiden anderen Sprachen hin, Italienisch und Deutsch, praktisch eine 100%ige Dreisprachkompetenz. Also die sind einfach sprachlich aufgrund ihres Schulsystems und aufgrund der Notwendigkeit, als kleinste Gruppe mit den anderen viel zu interagieren, einfach die Besten sozusagen. Und das gilt auch für die Medien. Also es gibt ladinische Medien, es gibt ein Rai Ladinia, wo man täglich Fernsehnachrichten und hier einzelne Sendungen
in ladinischer Sprache sieht und Ähnliches im Radio, gibt auch Privatsender. Und tatsächlich verfolgen fast alle Angehörigen der ladinischen Sprachgruppe diese Sendungen auch wirklich in ihrer Sprache. Die anderen nur sehr wenig, nur weil sie sozusagen auf demselben Sender gleich daneben sind, hört man mal oder schaut man mal auch was Ladinisches an, weil eben, auch das ist eine Besonderheit, im Gegensatz zum Slowenischen kaum jemand deutschsprachig oder italienischsprachiger Interesse hat, Ladinisch zu lernen. Am ehesten in diesen Siedlungsgebieten selbst, da sind sie fast gezwungen, wenn sie mitreden wollen, im Gasthaus oder im öffentlichen Bereich oder unter Freunden, aber sonst wird Ladinisch nicht vermittelt und nicht gelernt und nicht gelehrt. So. Okay, das ist jetzt eine Geschichte, die können wir eigentlich überspringen. Ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt bin ich aber zu weit gegangen, glaube ich. Ich wollte noch eines. Na. Also die Kenntnisse der Sprache, die Medienverwendung, die Einschätzung des, was dieser Proporz, der durchaus umstritten ist und der vor allem von italienischer Seite immer wieder als Benachteiligung kritisiert wird, wie der jetzt tatsächlich von einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung bewertet wird. Und hier unterscheiden sich die Ladiner nicht wesentlich von den Deutschsprachigen. Die Italienischsprachigen sind da eben kritisch. Selbe gilt für diese Dreisprachigkeitsprüfung im öffentlichen Dienst, wobei das Erstaunliche ist, wie viele Ladiner sagen, dass sie diese auch tatsächlich abgelegt haben. Und das ist die Geschichte mit der Benachteiligung. Jetzt glauben Sie, dass die Angehörigen ihrer Sprachgruppe es gegenüber den anderen Sprachgruppen schwerer haben, die Zweisprachigkeitsprüfung zu bestehen? Wer das vor allem glaubt, sind die Italienischsprachigen und das hat einen realen Hintergrund. Wer das kaum glaubt, sind die Ladiner und auch das hat einen realen Hintergrund. Ansonsten erlauben Sie mir die Anmerkung, Benachteiligung ist etwas, was jede Gruppe vor sich herträgt und möchte sich benachteiligt sehen, um politische Forderungen sozusagen zu stellen. Also das Gefühl der Benachteiligung ist so quasi die Kehrseite der Medaille von Minderheitenschutz und Proport. Da gibt es immer Leute, die sagen, wir sind benachteiligt. So, also als Fazit zu dieser Bewertung der sogenannten Säulen der Autonomie. Sie wird von einer großen Mehrheit der Angehörigen der ethnischen Minderheit, deutsche und ladinische Sprachgruppe, begrüßt, nur von einer Minderheit der italienischen. Und damit bin ich sozusagen in meinen Schlussüberlegungen. Was sind diese Erfolgsfaktoren? Weil dieses zahlenmäßige Wachstum, wenn man das als Erfolg sieht und auch das Selbstbewusstsein, das in dieser sozialen Identifikation zutage kommt, dann ist es mal dass es eine autochthone Volksgruppe ist. Das sind die sozusagen die ältesten Bewohner Südtirols, die seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, manche beziehen es ja sogar auf die Räter und sagen, es geht biologisch auf die rätische Bevölkerung zurück, aber gesichert ist, dass es im Mittelalter und früher Neuzeit also eine Verdrängung des Ladinischen, das weit verbreitet war, vor allem durch die bajuwarische deutschsprachige Besiedlung von Norden gegeben hat. Ein großer Erfolgsfaktor ist sicher diese Geschlossenheit des Siedlungsgebiets. Also diese Täler, die wir am Anfang gesehen haben, die haben eine große ladinische Mehrheit, wenn man von Ampezzo mal absieht. Und damit ist es leicht, die Sprache auch wirklich zu leben. Die wirtschaftliche Stärke, vor allem der Tourismus, Alta Badia, Gröden, aber auch Fassatal, Cortina d'Ampezzo stehen für hochtouristische Gebiete mit langer Tradition.
der rechtliche Rahmen der Südtirol-Autonomie proporz, wobei eben die Anerkennung als Volksgruppe sicher vor allem der Stärke der deutschsprachigen Minderheit geschuldet ist, in deren Windschatten sozusagen die Ladiner vieles erreicht haben, was sie alleine, siehe Beispiel Veneto, Belluno, nicht so leicht erreichen können. Ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, also das gibt es, glaube ich, nur in Südtirol, dass eben das Nationalvolk, in dem Fall die italienischsprachigen, gleichwertig als Volksgruppe betrachtet werden. Wie in Österreich heißt Volksgruppe sprachlich ethnische Minderheit. In Südtirol heißt Sprachgruppe, Volksgruppe einfach einer von dreien zu sein, egal ob Italienisch, Deutsch oder Ladinisch. Und das macht natürlich etwas, wenn man gleichgestellt ist mit dem Staatsvolk sozusagen, mit der Staatsnation. Die Mehrsprachigkeit als Prinzip und als Realität, die Besonderheiten des ladinischen Schulsystems und die ladinischen Medien. Es gibt auch, natürlich auch Erschwernisse. Es gibt eben keinen Kin State der Ladiner, kein ethnisches Mutterland. Es ist eine insgesamt geringe Zahl der Sprecherinnen und Sprecher. Es gibt 6 verschiedene Dialekte und eben keine Standardsprache. Das Siedlungsgebiet ist politisch in drei Regionen aufgeteilt oder autonome Provinzen, Südtirol, Trentino, Belluno. Es gibt keinen Zentralort. Es gibt praktisch keine tertiären Bildungseinrichtungen, wenn man die ladinische Sektion der Bildungsfakultät an der Freien Universität Bozen ausnimmt. Es wird nicht außerhalb Ladiniens als Zweit- oder Fremdsprache unterrichtet. Und natürlich gibt es eine Auswanderung und Zuwanderung, und das ist das ähnliche Problem wie in den slowenischen Gebieten Friauls. Es durchmischt sich immer mehr und es ist eine gewisse Leistung notwendig, um die Zugewanderten wieder auch sprachlich und vom Selbstverständnis her zu integrieren. Und schließlich ein paar Punkte, die ich für charakteristisch halte für diese ladinische Identität. Das ist die Verbindung von Sprache, Kultur und Landschaft. Ethnische und regionale Identität decken sich. Das Festhalten am Dialekt. Ja, das Festhalten am Dialekt. Ein starkes Selbstbewusstsein, ein Bewusstsein der eigenen Tüchtigkeit auch, vor allem auch wirtschaftlich gesehen. Ein Stolz, der durchaus erkennbar ist auf die besondere Sprache und Kultur, aber gleichzeitig die Offenheit für andere Sprachen und Kulturen, also mit die Verbindung von Weltoffenheit und Lokalpatriotismus und vielleicht last but not least einige wichtige Role Models. Mir sind 3 Dinge eingefallen. Louis Trenker, heute auch als Modelabel erfolgreich. Giorgio Moroder, ein Weltstar in der Unterhaltungsmusik. Und Aiut Alpin ist schon etwas Besonderes. Es gibt einen eigenen Flugrettungsdienst der ladinischen Täler, so als Beweis wie für Selbstbewusstsein. Wir können es, Alpinismus ist unseres und wir machen das selbst. Also das ist eigentlich absurd, weil es gibt natürlich einen Landesflugdienst, aber es hat sich durchgesetzt. Somit in Südtirol und auch im Trentino hat es viel mehr Vorteile als Nachteile, Ladinerin zu sein. Warum sollte man diese Identität aufgeben?